Ja, servus. Ich geb's ja offen zu, ich bin auch ein bisschen abergläubisch. Deswegen habe ich mir vor einigen Jahren auch einmal dieses Schutzamulett gekauft, weil uns das eben Kraft beim Lehren und Lernen schenken soll. Was genau das mit dem Aberglauben eigentlich auf sich hat und vor allem natürlich auch, welche Blüten das teilweise getrieben hat, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, viele kennen ja vielleicht den Ausdruck, bei denner du hängt der Haussegen schief. Und tatsächlich haben wir da einen solchen Haussegen. Der Ausspruch kommt daher, dass sich diese sogenannten Himmelsbriefe oder Haussegen immer rumgedreht haben, wenn in einem Haus ganz oft und ganz gotteslästerlich geflucht worden ist. Das ist ein Exemplar so ungefähr von 1750, 1760 um den Dreh rum. Und diese Himmelsbriefe sind damals meistens verkauft worden von fahrendem Volk. Wenn der dann einmal ausgefertigt war, hat er so ziemlich gegen alles geholfen. Gegen Pest, gegen Feuer, gegen Krankheiten, was halt immer aktuell gewesen ist. Wichtig war nur, dass der Käufer des Briefes ihn am Ende handschriftlich unterzeichnen musste. Nur dann ist er gültig gewesen. Meistens geben diese Briefe also überhaupt keinen Sinn, sondern es muss sich nur möglichst mystisch, möglichst magisch anhängen, damit die Leute an ihn dran glauben, dass es auch tatsächlich was bringt. Du hast jetzt beispielsweise, dieses ist der Brief, den der König Salomon bei sich getragen und dem der Papst seinem Bruder Kaiser Karoli gab. Kreuzzeichen. Jesus, Kreuz, bei den Kreuzzeichen muss man sich dann immer bekreuzigen, sonst hilft's nichts. Adam, Kreuz, Idiom, Zahlt, Kreuz, Matthäus, Kreuz, Markus, Kreuz, Lukas, Kreuz, Johannes, Kreuz. Glarschwotzerbach ist ein Weberdorf mitten im Frankenwald. Und da bin ich mit meinem guten Freund Edwin Greim verabredet, der eines der alten Weberhäuser erhalten hat. Servus Edwin. Ja, grüß dich Adrian. Servus, hi. Schön, dass du mal zu uns kommst ins Glarschwarzerbacher Weberhaus. Na gerne doch. Hast du will eingeschirrt, Ja, hoffe ich? freilich. Gott, es ist nämlich eine sakrische Kälte draußen. So, ich gehe mal voraus. Oh, das ist ja toll. Ja, Wahnsinn. Das ist ja richtig alte Weberstube. Habt ihr gar nicht viel drauf verändert, oder? Wir haben überhaupt nichts verändert. Eigentlich ein Schnappschuss aus der Geschichte, ne? Die eigentlich da zurückgeht bis Ende des 18. Jahrhunderts. Also Baujahr schätzungsweise zwischen 1780 und 1800 geschätzt worden. Ne? Okay. Und es war immer von Webergenerationen bevölkert gewesen. Ne? Hier in diesen Weberhäusern ist ja gearbeitet worden bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Leute mussten ihr Geld verdienen. Genau. Und zu Zeiten, wo noch kein Strom da war, hat man sich dann einfach hingesetzt und hat diese Stunde, die man Zwischenlichten nennt, auch zum Erzählen genutzt. Wenn man sich die alte Kammer dahin so anschaut, dann kann man einigermaßen gut nachvollziehen, warum die Leute damals im Fichtelgebirge und im Frankenwald dermaßen stark dem Aberglauben und dem Volksglauben verhaftet geblieben sind. So wie ich es verstehe, ist Aberglauben nämlich im Kern tatsächlich die Jagd des Menschen nach Erkenntnis und auf der anderen Seite die Angst des Menschen. Als ein Beispiel sei einmal auf das wunderbare Phänomen des Waldwindes hingewiesen. Wenn der in der Nacht um die Hausecke pfeift, man liegt hier drin in der Kammer ohne elektrisches Licht, es ist dunkel, irgendwo im Gebälk knarzt es noch mit dazu, dann weiß keiner genau, was da draußen vor sich geht. Und so wird eben aus diesem unerklärlichen Phänomen am Ende die wilde Jagd, der Reiter ohne Kopf, die Wehklage und allerlei anderen Geister und Dämonen, die dann eben ihr Unwesen treiben sollen und die dazu da sind, der Angst ein Gesicht zu geben. Denn wenn ich weiß, vor was ich mich fürchte, dann kann ich mich auch sehr viel besser dagegen zur Wehr setzen.
Beispielsweise, indem ich mal einen Himmelsbrief kaufe, indem ich irgendwelche Bräuche vollführe, um dadurch eben gegen die Unsicherheit, gegen die Unwissenheit ein Stück weit ins Feld gehen zu können. Am Ende bleibt bloß übrig, den guten Johann Wolfgang von Goethe zu zitieren. Und der hat einmal gesagt, der Aberglaube gehört zum Wesen des Menschen und flüchtet sich, wenn man ihn ganz und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Ecken und Winkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu sein glaubt, wieder hervortritt. In dem Sinne, Servus.